Hallo zusammen, es ist Montag und ich bin heute nicht in Dresden, wie ihr seht. Heute bin ich nämlich einen Sonderauftrag unterwegs. Ich mache ein Video für eine gute Freundin von mir. Schau, da Barbara. Ha! Und Barbara, sie hat eine ganz besondere Therapieform. Wie heisst die Therapieform? Krea-Coaching, das ist keine Therapieform. Das ist keine Therapie, also es ist ein Coaching. Und wir filmen das heute. Und ich mache ein Video am Schluss für sie am Werben, weil sie ist super und unbedingt unterstützenswürdig. Und gleichzeitig machen wir beide das Coaching, gell? Also genau. meine Woche fängt nicht in Dresden an, sondern bei der Barbara. Und ich mache ein Coaching, das Coaching? Ein Krea-Coaching. Yes. Ja! Alles im Leben gehört zusammen. Alles ist zusammenhängend. So, ich brauche schnell eine Pause vom Staubsaugen. Ich tue so nicht gerne Staubsaugen. Ja, heute ist Dienstag und ich bin hier in Uetiken. Ich habe Video geschnitten. Ich habe ein Werbevideo von gestern, wo ich mit der Barbara gestern gemacht habe, heute fertig geschnitten. Ihr werdet überall sehen. Und so fragt nochmal, die Link in der Description. Barbara Bachmann, super. Ich bin mit Zügelunternehmen am Reden oder Transportsachen, weil wir müssen ja unsere Wohnung ja bald zügeln. Also ich nehme meine Hüte natürlich mit. Und ich muss in der Rehstufe. Ja, und jetzt muss ich noch haushalten und so Zeug machen. Das ist mein heutiger Dienstag. Morgen, also Mittwoch. Sprich, Claudia, was machst du heute? Wir gehen die Zähne abholen. Ich bin im Autofahrer, aber ja, wir gehen die Zähne holen. Bena. Zwischen den Zügen unterwegs mit meinem Zeug. Schau, da habe ich meine mobile Soundanlage dabei, weil der Sam hat nächsten Dienstag eine Geburtstagsparty, die er feiert mit einem Kleinen. Und jetzt bin ich eigentlich noch auf dem Weg, um das abzuladen und dann gehe ich ins Wallis arbeiten. Weil viele von euch fragen euch, wie finanzieren sie ihren Alltag, wenn sie das so arbeiten? Ja, wir arbeiten. Wir haben einen coolen Job gefunden. Also ich habe einen coolen Job gefunden beim Runder im Wisp. Runder, wow, gesunder Fastfood, Hammerherd, ganz cooles Team, ganz coole Mitarbeiter. Also es lohnt sich, gehen ins Runder essen. Donnerstag, Freitag findest du jeweils mich dort. Ja, wollte ich noch erzählen. Ich bin so viel Zug gefahren, wie ich tue, habe ich zum Glück ein Ticket. Das GEA, wo nicht das GEA? I've got a ticket to ride. Ja, und das nächste Lied, apropos Ticket to Ride, das neue Lied von Don Hickel und Father Goose. Und hey, der Sam hat auch mitgeholfen. Ja, darum wollte ich es jetzt teilen. Also, beim Zugfahren, viel Spaß, a Ticket to Ride. And now my energy's rising. I just have to feel alive. Just have to feel alive. Let's connect, hop on our train. Let love rule and freedom reign. We stand together. Our strength will change the game. Show respect and show your smile. It's been tough for quite a while. Now we're together. Let's find our inner child. I got a ticket to ride. Jetzt bin ich da. Eine halbe Stunde geht es los mit Arbeiten. Vorher ist sie noch. Einfach nochmal, dass ihr es seht. Das ist der Runder. Runder.ch. Super Betrieb. Im Brick, im Wisp, in Sion und der Foodtruck an den Festivals. Und ich kann euch eins empfehlen. Ich würde sagen, die besten Burritos in ganz Oberwallis. Und darum, unter anderem, habe ich ausgesucht, bei der Runde zu arbeiten, weil ich finde es ein super Team, super Organisation, super Geschäft, super Konzept.
Ja, und ich habe hohe Freude, bei Ihnen zu arbeiten. Immer 2 Tage pro Woche, zum Fixkosten decken, weil, wie ihr wisst, ich persönlich finanziell ja, nicht immer das Beste. Aber ich gebe mir Mühe, wie immer. Und ja, hey, kommen wir mal vorbei. So, zur Nacht, nach dem Arbeiten, muss man halt im Dunkeln heimlaufen. Zum Glück haben ja die Kameras und Telefons heute all Licht. Oh, guten Morgen. Schau, so schlafe ich. Das ist mein Schlafplatz momentan. Da habe ich euch, glaube ich, noch nicht gezeigt. Das ist vom Hauseingang hinten. Und ich habe schon ein Beet angepflanzt. Und ja, es wächst. Es wächst schon richtig gut. Ja, aber jetzt muss ich es gießen. Und dann kann ich wieder arbeiten. So gut, so gut. Es wächst. Schon die ganze Reihe. Fena, willkommen in die Reste. Das ist dein Bach jetzt, hä? Ja. Hey Claudia, du bist jetzt wieder mal da oben. Ja, ich schwitze gerade. Hey, ja. Ich bin wieder mal da oben und habe gemerkt, ich muss den Weg mehr trainieren. Aber kommt. Der Ibi, das ist ein Kollege von mir. Und der tut schon seit 2004 auf mein Zeug aufpassen. Nein, länger schon. Egal. Schon ewig. Und der bewacht jetzt ein kleines Gemüsebeet, das vor dem Hauseingang steht. Da wächst schon einiges. Kennst du es? Wenn du es kennst, kannst du ja im Kommentar schreiben, was du alles siehst. Wachsen da in Dresden. Da sind noch ein bisschen schwierig zu erkennen. Muss man noch vielleicht pikieren. Da wächst auch noch. Also wenn du kennst, was es ist, Kommentar. Übrigens noch ein bisschen Klartext. Danke fürs Schauen. Aber hast du schon geliked? Hast du schon abonniert? Bitte, bitte, bitte. Macht uns den Gefallen durchs Liken da unten, durchs Abonnieren da unten und ja, kommentieren sowieso erwünscht. Das hilft unserem Kanal zu wachsen und dann, wenn du teilst und deinem Kollegen erzählst, wo du weißt, hat so Sachen gern, dann erfährt er es auch und dann hat er eine gute Unterhaltung. Danke. So, damit meine Kamerafrau Sophia mich filmen und mir nachlaufen, bin ich hier Disteln am Schneiden. Auch Disteln heissen die. Also Disteln sind kommentieren. Aber der Wanderweg wird langsam gefährlich und stachelig. Und darum mache ich da ein bisschen Weg frei. Myself as a part of the whole. Grow some food for my family food bowl. Stand my ground but give up control. Know the boundaries but tear down all the walls. Won't give up or give in to apathy. Gonna plant a tree then plant another 3000 now. Eben von wegen in den Kommentaren schreiben, was sie sehen wachsen. Ist das Holunder? Könnt ihr mir bitte sagen, bestätigen, dass das Holunder ist? Dann kann ich den Baum eben frei machen und fördern. Genau, danke. Die Steine, die geben den Mauer. Ich habe da hinten eine neue Terrasse gebaut. So eine Hügelkulturterrasse. Wild wie du. Die erste Woche mit der Fena kommt lang zu Ende. Es ist Sonntag, wir sind wieder in Uetiken. Wie lange sind wir noch in Uetiken? Ja, etwa einen Monat, ja, bis Ende Juni. Ja, bis Ende Juni wird alles aufgelöst. Wir haben noch ein Möbel und Blumen zum Verschenken. Ja, Also, ein paar Säckchen. Falls jemand etwas braucht, einfach melden, vielleicht haben wir es ja. ja, kommen wir auf Uetiken vorbei, holen es ab. Ja, und dann gehen wir runter Ende Juni und dann wohnen wir nur noch dort. Dann sind wir im Walliser. Ja, wir freuen uns. Genau. Ja, wir haben nicht so viel von Dresden gezeigt.
das mal, weil wir haben einen Haufen anderes zu tun. Und nächste Woche geht es etwa gleich weiter. Also ja. Mittwoch haben wir noch, gibt es noch ein Interview mit einem Pilzexperten von der Schweiz. Und ja, wir haben noch eine Frage an euch. Gefällt euch das Format, wo wir so jetzt eine ganze Woche, oder habt ihr lieber so kleine Segmente? Das ist noch eine Frage, die wir haben. Und wir haben schon mal eine Auflösung machen, oder? Ja. Und zwar haben wir entschieden, wie Gästehaus 1 heisst. Genau, yeah. Die Entscheidung ist gefallen. Die Entscheidung ist voll, genau. Fena hat auch gefreut. Ja. Wie heisst denn das? Pura vida. Pure wieder, Dominik. Wir haben deinen Vorschlag ausgewählt. Genau, passt super, finden wir. Danke für alle, die ihre Vorschläge gemacht haben. Wir behalten die Vorschläge bei und für andere Sachen. Ja. Genau. Ja, es gibt ja dann nochmal ein Rätsel, das wir dann lösen müssen. Aber das lösen wir natürlich erst, wenn wir dann oben eingezogen sind. Ja, beim Fahren ziehen. Genau. Aber das haben wir gesagt, wir warten, Ja. bis wir dort wohnen. Ja, die Fahnenfarbe könnt ihr immer noch raten, oder was für Fahnen das es gibt. Genau, Genau. Ja. Hey, spannend. ich würde sagen, schönen Sonntag noch miteinander, weil ich muss jetzt das Video noch fertig schneiden. Ja. Haben wir noch irgendetwas anderes zu erwähnen? Lena, willst du noch etwas sagen? Sagst du noch etwas? Wuff, wuff. Wuff, wuff. Wuff, wuff, wuff. Lena. Bist du ein Spinner? Lena. Wuff, wuff, wuff. Und Fena, ja, das ist eine Neugierige, ja? Schlapper, schlapper. Fena ist eine 2,5 Monate alte Bergamasker Appenzeller Mischlingshündin. Genau, und eigentlich wäre sie ja die Frau geworden, sozusagen, vom Henry. Aber jetzt freuen wir uns natürlich einfach, dass Fena da ist. Genau. Sie ist ganz aufgeweckte und ganz verspielte und verschmuste. Und ich glaube, wir werden noch sehr viel Freude an ihr haben. He? Oh, haben wir noch sagen. Sophia, die ja gestern mitbekommen haben beim Filmen, sie hat einen TikTok-Kanal und der heisst Henry Dog. Aber ich blende es nachher ein mit dem Link in der Description. Und da hat es noch ganz viele Filme und Fotos vom Henry drauf. Und in Zukunft könnte Fena-Fan werden. Weil sie hat jetzt eben den Henry Dog-Seite auf Sophia weiterführen. Und für das werden wir jetzt Werbung machen. Also geht Genau. auch ins TikTok, ihren Kanal abonnieren und liken, da hat sie sicher mega Freude. Unterstützen Sophia. Ja, danke. So, also, in dem Fall. Geniessen den Sonntag, machen's gut, bis bald. Danke fürs Schauen, liken, sharen, abonnieren und sowieso und überhaupt. Tschüss zusammen, bis Danke. nächstes Mal in Dresden. Tschüss. Bye.